In den letzten 30 Jahren habe ich zahlreiche Bücher geschrieben. Einige drehten sich wie die Welle um politische und soziale Themen, andere gingen in ganz andere Richtungen. Die Bücher, die man hier in Deutschland kennt, sind eher die mit politischem und sozialem Hintergrund. Deshalb werden sie auch viel in deutschen Schulen gelesen. Die Themen meiner Bücher stammen aus zwei Quellen. Einige entstehen aus meinen persönlichen Erfahrungen, angereichert um politische und soziale Themen. Andere sind Themen, von denen ich lese und höre und die ich für wichtig halte. Mein Ziel ist es, Teenager überall auf der Welt zu sensibilisieren für die sozialen und politischen Kräfte um sie herum und ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt im Leben als Facebook und solche Sachen. Ich versuche, Figuren zu finden, mit denen sich Teenager identifizieren können, denn Teenager scheinen mein natürliches Publikum zu sein. Einige Autoren schreiben für ältere Leser, andere für jüngere Leute, aber ich kann offenbar über meine Bücher am besten mit jungen Leuten kommunizieren. Die Sprache der Jugend ändert sich ständig. Da muss man aufpassen, dass man keine Redewendungen gebraucht, die bei Erscheinen des Buches schon out sind. Im Zuge der Finanzkrise 2008 verloren viele Leute in den USA und auch in Europa ihren Job und in der Folge auch ihre Wohnung, weil sie diese nicht länger bezahlen konnten. In meinem Buch geht es um einen Teenager und seine Familie, die in einem sehr schönen Haus wohnen. Plötzlich verlieren die Eltern ihre Jobs und sie müssen feststellen, dass sie keinen Platz zum Leben mehr haben. Und so müssen sie in eine Zeltstadt ziehen. Ein großer Schock für den Jungen. Er musste sich bisher nie Gedanken um finanzielle Dinge machen. Und plötzlich, eben weil ihm das widerfährt, wird er sich der politischen und sozialen Probleme in der Welt bewusst. Kernaussage des Buches ist, Kapitalismus ist immer ein Nullsummenspiel. Mit anderen Worten, wo es Gewinner gibt, muss es immer auch Verlierer geben. Ich will den Kapitalismus gar nicht abschaffen, aber wir sollten uns bewusst sein, dass auch die Verlierer dieses Systems Menschen sind, die unserer Hilfe und Zuwendung bedürfen, während andere immer reicher werden. Obwohl die USA eine der reichsten Nationen der Welt sind, lebt fast ein Drittel der Einwohner, also rund 100 Millionen Menschen, nahe oder unter der Armutsgrenze. Almost 100 million people in the United States are at or close to the level of poverty. No place, no home, das bezieht sich auf There's no place like home. Und wenn du kein Zuhause hast, gehörst du nirgendwo hin, fühlst dich verloren. In dieser Geschichte geht es um einen Jungen und seine Familie, die sich verloren fühlen und von Ort zu Ort ziehen müssen. Faszinierend, diese vielen Leute aus unterschiedlichsten Ländern zu sehen. Und alle sind an Büchern interessiert. Auch ich habe mein Buch vorgestellt, es war ordentlich was los und viele Leute haben Fragen gestellt. Ein wirklich interessanter Tag für mich. Hier findet man so viele Bücher, die einen zu neuen Ideen inspirieren, viel mehr, als man jemals im Internet finden könnte. Bookstores and book fairs like this still expose you to many more books than the Internet does. Ich werde immer wieder gern herkommen. Es ist großartig, die Leute, die ich von meinem Verlag Ravensburger kenne, zu treffen und meine Bücher vorzustellen. Natürlich komme ich wieder.